Heute zeige ich euch, wie ich mich auf einen Doc-Film vorbereite. Ciao zusammen, hier herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In ein paar Tagen fängt Spanien Dreharbeiten an für meinen neuen Doc-Film. Dazu habe ich mich natürlich auch vorbereitet und ich denke, das wäre noch spannend, wenn ich euch zeige, was ich alles gemacht habe im Vorfeld. Ich war gleich noch schnell im Wasser. Das ist zwar flach, wie ein typischer Schweizer Bergsee. Und als Beweis hat mir der Reto letzte Woche noch ein Bild geschickt vom Leim Marsch. Und etwa genau so sieht es aus. Aber es fängt halt gleich. Ich bin einfach extrem gerne im Wasser. Heute hat es auch wieder Delfine gehabt. Es war glässig, man hat bis runter gesehen. Grund, Fische sind rumgeschwommen. Ja, unschlagbar. Aber zurück zum Thema. Für jedes Projekt mache ich ein sogenanntes Exposé. Also ganz kurz beschreiben, was das Projekt beinhaltet und vor allem, was ich als Filmemacher gerne umsetzen will. Und das mache ich übrigens für einen 5 Minuten Mini-Doc-Film, genauso wie einen 1,5-stündigen, abendfüllenden Film. Und ich habe jetzt gedacht, für das aktuelle Projekt GP Challenge 2020 zeige ich euch doch mal, wie das Exposé aussieht, das ich gemacht habe. Extrem wichtig zum Definieren, nach meiner Ansicht, ist der Katalyst. Was ist es, was schlussendlich die Leute zum Schauen wird animieren? In diesem speziellen Fall habe ich das Gefühl, es könnte Geschichte sein, von einem Ziel vornehmen und dann darauf losschauen, ob man das erreichen kann. Aber jetzt speziell spannend für mich als Filmemacher ist das Director's Vision. Wo ich mir notiere, was für mich vor Ort wichtig ist zum Filmen. Es ist vielfach so, dass wenn man irgendwo ist und etwas festhalten mit der Kamera, gibt es hunderte von Möglichkeiten, was gleichzeitig abläuft. Und dann habe ich so ein System entwickelt, das mir dann hilft, zu entscheiden, was muss ich jetzt überhaupt aufnehmen, weil alles kann ich ja dann nicht. Und hier habe ich jetzt folgenden Satz definiert. Capturing a challenging sailing adventure along the beautiful Mediterranean Sea. Und fett sind die Wörter challenging und beautiful. Und das sind die zwei Sachen, die ich nicht verpassen darf. Also wenn ich hunderte Sachen gleichzeitig habe, die abgehen, muss ich mich auf zwei Sachen konzentrieren. Nämlich dort, wo die Challenge ist, dort, wo es Spannungen gibt, dort, wo Sachen in die Hose gehen. Und das Zweite ist dort, wo es schöne Sachen gibt, die schönen Landschaften, die Aufnahmen, die uns alle in den Sinn kommen, wenn wir an das Mittelmeer denken und vor allem auch so ein Segelbootabenteuer auf dem Mittelmeer. Und es ist halt bei jeder Geschichte so, es sind Spannungen, die uns als Zuschauer fesseln. Eine Geschichte ist dann gut, wenn es zuerst in die Hölle geht und dass es dann am Schluss die fesselnden und inspirierenden Auflösungen gibt. Dann habe ich auch noch definiert, für nachher bei der Bearbeitung der Geschichte am Schnittpult. Und hier habe ich jetzt definiert, dass wir als Team erfolgreich sind, wenn der Zuschauer am Schluss vom Film wegläuft, mit einer Motivation, mit einer Inspiration, ebenfalls ein bisschen an die Grenzen von seiner Komfortzone zu gehen und vielleicht ein inneres Feuer oder ein Ziel umzusetzen, das er bis jetzt eigentlich vor sich hergeschoben hat. Wenn wir das erreichen, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann finde ich ebenfalls wichtig, dass sich der Filmemacher, bevor die Dreharbeit überhaupt anfängt, sich ein bisschen Gedanken macht, wie das visuell aussehen soll. Und ich bin halt Fan von einfachen, aufgeräumten Bildern. Ich habe mir hier von anderen Segel-Challenges so Kernmomente rausgepickt, wo ich das Gefühl habe, diese Bildausschnitte und diese Momente möchte ich auch einfangen mit meiner Kamera. Für alle, die daheim mal in Ruhe in das Exposé hineinschauen, tue ich den Link unter dem Film her. Ich nehme auch das Passwort fort, dann könnt ihr alle mal reinschauen. Realmässig kommt es langsam zusammen. Einerseits filme ich mit 2 Sony-Kameras. 2 Sony, genau die gleichen Kameras. Das ist A7 Mark III. Objektiv habe ich 4 dabei. Einerseits ein 16-35 mm Weitwinkel, dann eine Breitbandlinse 24-70 mm,
Dann habe ich noch ein Zoom-Objektiv, 24 x 240 mm und 50 mm schnelle Linse für Interviews etc. Dann haben wir auch noch GoPros. Im Moment hier habe ich gerade eine, das ist die Hero 7, die wir dann dabei haben. Und insgesamt haben wir 3 positioniert auf dem Boot fix, die ich dann vom Boot tue. Also, insgesamt haben wir 3 auf dem Boot fix montiert, die ich vom Begleitboot steuern per Fernbedienung. Das sind 2 vorne und eine hinten. Aber insgesamt sind noch mehr im Einsatz, die dann halt der Lars oder Rüdi müssen selber bedienen und abstellen. Ebenfalls dabei habe ich einerseits einen variablen ND-Filter, für wenn es extrem heiß ist, die Sonne reinbretschert, ein bisschen Helligkeit rauszunehmen. Und auch einen Polarisierungsfilter, das nimmt ein bisschen die Spiegelungen aus dem Meer raus und es macht die Farbe auch ein bisschen kräftiger. Dann ebenfalls extrem wichtig Putzmittel. Ich bin überall dran am Kaffee und da ist es natürlich wichtig, dass man das schnell putzen kann. Ich brauche eigentlich immer so einen Lenspen. Das finde ich genial, weil es braucht keine Flüssigkeit. Da habe ich auf der einen Seite so ein Pinsel, das ich ausfahren kann, oder den gröbsten Staub nehmen. Auf der anderen Seite habe ich so einen Stift, einen spitzenflachen, mit einem Kohlenstoffmaterial. Und dann kann ich direkt die Fettschlarge oder was es da immer drauf hat, wegputzen. Das ist super schnell, super praktisch. Und ebenfalls wichtig ist Ton. Ton sagt man, ja, macht 50% vom Film aus. Da habe ich verschiedene Lösungen. Einerseits Originalton auf dem Boot, habe ich so einen Zoom-Recorder. Der ist aber nicht wasserfest und da gibt es eine günstige Lösung. Und zwar mit Kondom. Die tue ich dann drüber stülpen und das Latex hat die Eigenschaft, dass es die Soundwaves nicht gross rausfiltert. Also habe ich dann gleich einigermaßen einen guten Ton. Da habe ich noch so eine tote Katze, sagt man denen, Dead Cat, vorne drum, damit es das Windgeräusch unterdrücken. Dann, wenn ich an Land mit einem der Protagonisten unterwegs bin, habe ich ein Funkmikrofon, ein Rode Wireless Go. Dann kann ich hinten nachlaufen und es ist niemand verkabelt, habe aber auch direkten Ton. Dann ebenfalls noch etwas sehr Gäbiges ist das Instamic. Das sind so die kleinen Mikrofone, die ich überall anklipsen kann. Und es ist gleichzeitig auch der Recorder. Also ich drücke hier einfach an, dann nimmt der auf, dann kann ich irgendwo herklipsen. Das ist übrigens genau der, den ich jetzt mit Ton aufnehme. Und das ist auch eine gute Lösung. Dann noch, der Klassiker hätte ich bald gesagt, das ist ein Shotgun-Mikrofon, wobei ich das immer weniger brauche. Es ist zwar besser, wenn das Original-Mic von einer Kamera, aber es ist auch gleich einfach schlussendlich nicht der Hammer. Ebenfalls wichtig ist der Gimbal, weil entweder bin ich auf dem Begleitboot unterwegs, das wackelt dort auch, der nimmt einfach die Schwankungen und die Schläge raus, so dass das Bild möglichst ruhig bleibt. Da habe ich ebenfalls das Problem, dass der nicht wasserfest ist. Und da gibt es natürlich teure Lösungen dazu. Aber René hat hier eine Bastlerlösung parat. Und zwar ganz einfach mit durchsichtigen Ködersäcken. Und da tue ich dann am Boden ein kleines Löchchen machen, dass ich die Linse daraus knüppeln, dann ein Gummeli drum und der Rest ist dann so wie ein Mäntel, tut alles zudecken und dann kann man da herrlich filmen. Eine einfache Lösung. Ansonsten habe ich noch viel Kleinkram dabei. Zum Beispiel Gummeli kann man immer brauchen. Oder so Zip-Ties, also Schnell-Zipper-Spann, ich weiß nicht mal, wie man auf Deutsch sagt. Gaffertape, Klebband, wenn man irgendwie etwas auf die Schnelle muss flicken oder festmachen und so weiter. Ihr seht, kommt etwas zusammen und gleichwohl ist es mir einfach wichtig, dass alles kompakt bleibt, in den Rucksack passt, sodass ich einfach mobil bin. Für die Art von authentischen Filmen, die ich mich darauf spezialisiere, ist das einfach das A und O. Mobil, flexibel bleiben. Die Zeit ist da zum Packen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich noch einen grösseren Rucksack bestellen muss. Es mag nicht alles rein, was ich da mitschleppen will. Ich hoffe, ich kann ab und zu von unterwegs ein Update geben. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt und reinschauen. Das war es für heute. Viel Spass daheim. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.